Bonjour, die Damen und die Herren, herzlich willkommen hier aus dem Europaparlament. Wie gewinnt berichten sich zu summen mit Isabel Wieseler über das Arbeit im Europaparlament. Moin. Und für mich war das Woche ein ganz kritischer Umweltsujet, die auf der Agenda standen, schon notamment die Mittag nach jeder Zeit zu den sogenannten geringen Finanzen an der Europäischen Union, wo ich für meine Fraktion der Responsable war. Mir hätte gerne, dass als Finanzen mehr gering gehen, auch bei uns zu Lützeburg die als Finanzplatz und noch als Buchs zu Lützeburg als schon der Green Stock Exchange, das meine ich auch ganz wichtig, weil wir wollen, dass Finanzen helfen, die Energietransition hinzukriegen, dass wir auch helfen, dass Finanzen auch zum Terra ändern für die Umweltpolitik. Und ich meine, das ist auch wichtig, wenn Leute von ihr wollen investieren, dass sie wissen, dass die Produkte, die Finanzprodukte auch wirklich nachhaltig sind. Wir hatten da ganz viel Nachreiferei, weil die eng wollten, dass das System obligatorisch wird für alles, was finanziert muss gehen. Es ist aber nicht alles nachhaltig, muss ich aber sagen. Und dann zweitens haben sie dann noch probiert, zum Beispiel, dass von einer Firma, die zum Beispiel nach einem Petrol aktiv ist, die probiert nur auf die Wandenergie zum Beispiel zu gehen, dass, wenn sie es nicht 100% machen, dass sie dann nicht könnten, sich qualifizieren für den dort geringen Standard zu kriegen. Das haben wir aber glücklicherweise verhindert gekriegt. Das heißt, ein Instrument soll einen globalen Standard geben, der wird auch als European Green Bonds als europäisch designt, mehr als justement wir haben eine extreme Strahlkraft. Und ich meine, das ist etwas Wichtiges, was wir auf der Bühne gesagt haben. Ganz wichtig. Aber wir stimmen damit definitiv darüber auf, dass ein Akkord zwischen dem Ministerrat und dem Parlament, den wir erreicht haben. Das war auch viel Arbeit, muss ich sagen, weil die Präsidenz gewechselt haben. Die tschechische Präsidenz hat es nicht als Priorität. Da konnte man dann bei der schwedischen Präsidenz konnte man den Dossier boucliert. Ich meine, ein riesiger Schritt für als Finanzen mehr nachhaltig zu kriegen. Und das meine ich gut für uns alle gut. Und dann ein anderes Dossier, auf dem ich ganz viel geschafft habe, ist den von der Kläranlagen. Und die Klärung von unserem Aufwasser ist natürlich ganz wichtig, weil wenn das Wasser nicht proper geklärt ist, könntet natürlich an als Bachen, an als Fluss und dadurch auch an als Trinkwasser irgendwann denken. Und das ist da haben wir noch ganz viel an Europa zu machen, aber auch zu Lützeburg zu machen. Und das heißt noch eine Revision von einer Direktive von 1991. Das heißt, es war Zeit, dass wir drin aktualisiert haben. Mädchen war ganz viele Sachen dran, wo ich so das tut es schwer zu erreichen, weil wir mittlerweile mehr Klärstufen, die nötig sind, für das Wasser proper zu kriegen, weil wir auch neue Schadstoffe, die wir logisch detektieren können, Mikroplastik, Perturbateur endokrinien zum Beispiel, das sind Sachen, die muss man auch trätieren können. Das ist extrem energieintensiv. Wichtig für die Gesundheit von den Leuten. Ganz wichtig. Aber man muss noch gucken, dass das Terra machbar und finanzierbar ist. Und da haben wir justement das Problem gehabt, dass an der Proposition gesagt wurde, es muss eigentlich alle Anlagen energieneutral sein. Wenn wir gucken, wie viele Kläranlagen wir zu Lützeburg haben, die haben Klangdörfer von 100 Häusern müssen klären, du hast keinen Platz für solo genug Wandenergie auf dem Sitz zu produzieren oder Solarpanelen zu legen. Und davon habe ich mich ganz viel angesagt, dass man zwar klimaneutral muss gehen, aber dass eine Anlage sich dann aber auch abkaufen kann, zum Beispiel, wenn irgendwo ein Wandrad gebaut wird, dass sie so, wir brauchen so viel Energie, wir geben gerne den Dodel nicht Sitz selber produzieren, wir machen die Energie aber gewonnen auf andere Plätzen. Das waren ein paar von den Punkten, wo ich mich angesagt habe, weil wir wissen, auch zu Lützeburg sind wir noch lange nicht gut mit diesem Aufwasser, wenn wir Leute noch mehr schwer machen, noch mehr teuer machen, an quasi unmöglich machen, für das klimaneutral zu machen, dann hat man schlecht geschafft. Und davon habe ich mich angesagt, davon haben wir auch noch zusammen mit ein paar Kollegen in einen Änderungsantrag an Plenjahr mitgebracht. Und ich hoffe, dass wir die noch gestimmt kriegen. Voilà, das sind zwei von meinen großen Dossiers des Woche am Umweltbereich und am Finanzbereich. Mais Isabel, du warst Rapportrice, notamment für den besseren Schutz von als Journalisten in Europa. Ja. Und du gehst auch bei ganz wichtig Konferenz an Lettland auf Riga. Kannst du ein paar Worte darüber erzählen? Ja, den Rapport, den ich ja gemacht habe, am Kader von den Arbeiten von der Auswärtigen Kommission, war effektiv für Journalisten an der Welt. Gefahren, die sie ausstehen. Mit Konferenz, wie du ganz richtig gesagt hast, geht auch über Journalisten bei uns. Also ich werde hauptsächlich am Anfang 3 Punkten ausschneiden. Da denkt dass effektiv dann Journalisten außerhalb von der Europäischen Union mir geguckt an diesem Rapport, dass man
frohen, dat d'Union wirklichsche Plan huet, wie den Journalisten zu helfen. An die an der Presse gesagt gin ohne irgendeine Ursache, das gut von als Ambassadeuren, europäische Ambassadeuren ihnen Visite machen gehen, wann einfach die Regierung gesagt, dass wir aufmerksam sind, dass sie auch wann Gefahr sind, wenn sie nicht an Prison sind, dass einfach Kontakte da sind. Und dass sie auch dann in ihre Prozesse zum Beispiel da sitzen und noch lauschen. Dass nicht die Sachen zumindest geschehen, so dass keiner davon etwas weiß. Sie wissen, dass wir aufmerksam sind. Das ist also wirklich den Evole, das was machen wir als EU an die Richtung. Und dann, das heißt also mehr die Sache, wirklich eine Repression, du hast, wir tun den auch so ein bisschen mit fragile Demokratien, die aber wollen, wirklich an eine Richtung gehen, wo ihn dann Journalismus hat, die frei ist. Und da können wir auch helfen, mit Échangen, mit Formationen. Und auch nicht nur von den Journalisten, sondern auch von den Jugen, die ganz oft damit konfrontiert sind. Das ist also den Teil dann von den Journalisten, die nicht an der Union sind. An der Union haben wir leider, obwohl wir eine Demokratie sind, obwohl wir am Prinzip Rechtsstaat haben, obwohl verschiedene Länder da zu viel spielen. Aber da haben wir auch an einem Rechtsstaat gehen als Gesetze am Funkel oft benutzt, auf eine Art und Weise, wie sie nicht sollten, für die Journalisten an eine Situation zu kommen, wo sie dann lauter Gerichtsverfahren haben, die gar nicht mit irgendetwas verbunden sind. Das ist just nicht mehr für sie vorzubringen, für sie zu tun, muss viel Suen ausgehen für die Prozesse und sie dann an eine Situation bringen, wo sie selber an finanzieller Gefahr sind. Und wir haben noch gesehen, dass verschiedene Journalisten bei uns auch Umbrüche gesehen, weil sie auf Korruption am Fungerol Malta zum Beispiel. Malta an Slowenien, an Slowakei. Dafür, ja. das wirklich, dass sie Sachen, die inakzeptabel sind, zumindest was die Prozesse anbelangt, sind wir am Gangen, das gibt Slaps genannt, sind wir am Gangen wirklich gesagt, ein Direktiv zu machen, für das nicht mehr möglich ist. Also, dass Journalisten protegiert sind von Gerichtsverfahren, die am Anfang nicht real sind. Das ist dann den zweiten Teil. An den dritten Teil geht wirklich den Lien zu machen, für das wir uns wirklich bewusst sind, dass Journalisten notwendig sind für die Demokratie und dass man ohne Journalismus, das heißt ohne Information von den Bürgern, kann eine Demokratie nicht funktionieren. Und wir müssen gucken, dass das funktionieren kann. Wir sind ausgesagt, dass diese Information, die kommt von Drittländern, die autoritär sind, und die wollen als Demokratie für die machen. Und wir müssen als dagegen führen. Das heißt, wir müssen den Equilibrium finden zwischen der Freiheit und Verbieten. Wir haben zum Beispiel nur im Ukraine-Krieg Sputnik und Russia Today verboten. Das kritisiert gehen. Es ist null Verständnis dazu. Wir können doch nicht bei uns alles opmachen für Propaganda, Fake News, Desinformation. Und wir selber können an den Ländern nicht diffusieren. Als Verständnis von der Freiheit darf uns nicht dumm sein lassen, für den Plötzlich zu sagen. Ja. Dafür, das ist der andere Punkt, das ist wirklich als Journalisten verteidigen, weil das wird davon gemerkt, mit den Fake News, mit der Desinformation von den Drittländern, geht es für Demokratie und Schwanken zu bringen. Und dass die Leute denken, dass sie am Anfang nicht mehr Access haben zu Wahrheit, zu Journalismus, den nun eben wirklich verdient. Kann ich keine Differenz mehr machen zwischen was das wahr, was das nicht wahr. Das ist genau das, was sie wollen erreichen. Und das von mir müssen dagegen kämpfen. Ja. Weil so ist das wirklich also der Beruf selber vom Journalist als so eine Gefahr. Ja. Aber man muss das verteidigen und gucken, dass das noch viel geht. Tipptopp. Vielmals merci Isabel für den Ansatz. Ich meine, das ist ganz wichtig, weil das effektiv das extrem wichtig und kruzial, dass die Informationen und die korrekten Informationen bei als Bürger kommen und dass sie auch können Differenz machen. Okay, da tut das etwas, was politisch gesteuert ist und da tut das, was wirklich geschafft wird. Also ich meine, das ist immens wichtig. Vielmals merci für den Ansatz. Merci dir. Christoph, wie viele Missionen hast du heute so gemacht? Also ich meine, der heutigen Missionen haben wir nur bei 100 gebe ich so, sind wir ganz gern dabei, seit ich 2013 an das Europaparlament gekommen bin. Es könnte eventuell sein,
dat még Lächtsendung ass hun hunne sondech Wahlen an ech sinn Kandidat am Norden fir CSV op der Lëcht féier natierlege schoffen, dat Leiit alle guten Lëcht féier am Land stimme, wann se wiesel wëllen. méi dat heech doch, dat ech wannnech gewählt sinn sondech, dat ich dat heiten Wert opginn, dat das tot ma immens Spaß gemacht, mit der Teiten ass eng neii Herausforderung, wannnech dann Vertrauen vun de Matbeger kreien, dann sinnech an eng 2 Wochen dann zu Lützeburg erwert mich an der nationaler Politik engagiere grad so derselvichte Energie wie ich Datei gemacht und schmengen de Reso, die mir so opgebaut hun am Europaparlament an der Kommission an der Ministerrot as Reso, den ihr noch ganz gut zu Lützeburg ganz gemacht von Europadeputéiert schon seit langer Zeit an was maßgebend bedelicht. Christoph. An dat gesot Merci Isabel so ma ich Merci fir d Nolauusren. Ech so der net hoffentlich bis geschwnnen, well kann sinn wie gesot, dat ich der ni nëmmiheit dabei sinn, dat dat Jong Kollegin macht den Camper gif Norricklen. Vielmals Merci fir d Nolauusren an der Gesimmer als Tolle ze buch. Merci.